Im heutigen Video geht es um Meditation, um Achtsamkeit. Aber es geht auch um den Philipp. Der Philipp ist der erste Spiritual Gangster von Zürich. Was Spiritual Gangster heisst und was er für Erfahrungen als Spiritual Gangster gemacht hat, wie das so sich entwickelt hat, um das geht es im heutigen Video. Ich bin hier in einem Meditationszentrum im Zürcher Hauptbahnhof und ich habe eben neben mir den Philipp. Der Philipp meditiert täglich, mehrmals, wenn es mir recht ist. Und zuerst mal die Frage an dich, wie bist du zum Meditieren gekommen, bevor wir nachher über deinen Spiritual Gangster, dein Mindset reden? Ich bin zu dem gekommen, das ist irgendwie schon mehr als 5 Jahre her. Ich habe versucht, in verschiedenen Bereichen des Lebens Leistung zu erbringen, sei es im Studium oder beim Arbeiten. Und habe dann irgendwie gemerkt, okay, dass ich mehr gestresst bin und so ein bisschen in eine negative Spirale gekommen bin. Und dann habe ich halt nach Lösungen gesucht, was mir gut tut, auch zum Entspannen, zum eine Balance zu finden zwischen Spannung und Entspannung. Dann bin ich zuerst so ein bisschen auf Yoga gekommen. Man hat gemerkt, dass mir das gut tut, was übrigens auch eine Form von Meditieren ist, weil man halt sehr stark in den Körper kommt, aus dem Kopf. Und dann natürlich haben mich auch so ein bisschen Achtsamkeitsthema schon dort interessiert. Und dann bin ich langsam auf das Meditieren gekommen, habe verschiedene Kurse gemacht und habe gemerkt, wie sich das gut anfühlt, dass man den Geist kann beruhigen kann und auch, wie man halt so quasi den Mind kann trainieren für ganz alltägliche Zwecke, wo es einem hilft, so quasi als Tool, zum alltägliche Sachen, sei es im Geschäft, im Arbeiten oder auch in der Freizeit mit Freunden oder so ja, im Datingleben kann helfen. Und das hat mich daran interessiert und habe dann angefangen, eben das regelmäßig zu machen und ja, ich finde es eine super Sache. Wie ist deine Routine vom Tag? Also wo tust du Meditation integrieren in deinen Alltag? Wie stehst du morgen auf? Was machst du da? Also ich finde vor allem am Morgen finde ich immer interessant, wie die Leute in den Morgen starten. Wie machst du das? Ja, ich finde auch, also ich versuche jeden Morgen und jeden Abend so zu meditieren oder eine gewisse Form von Praxis zu machen. Ich habe vor allem am Morgen meditieren und am Abend. Es hat sich halt jetzt bei mir auch ein bisschen eine Veränderung gegeben durch das neue Studio, das wir hier eröffnet haben seit 3 Monaten. Aber für mich ist das wichtig, so quasi, dass ich regelmäßig so ein bisschen Zeit habe für mich und auch so zum Beispiel jetzt am Morgen meinen Tag so ein bisschen proaktiv angehen. Und auch am Abend, dass ich so meine Rituale habe, ein bisschen, um den Tag zu verarbeiten, um mein Mindset setzen, so wie ich will und wenn ich das Gefühl habe, tut mir gut. Was bedeutet für dich, Spiritual Gangster zu sein? Ja, für mich bedeutet das eigentlich, dass man wirklich in sich kehrt und halt ein bisschen schaut, was sind die eigenen Ängste, wo steht man an und sich selber so versucht, besser zu kennenlernen und auch an dem Punkt dann versucht, bewusst, proaktiv in eine gewisse Richtung zu gehen. Und das erfordert schon noch viel, und das ist auch ein laufender Prozess. Ich meine, auch jetzt noch merke ich gewisse Sachen, dass ich zum Beispiel dann je nachdem Tendenz habe, zu viel noch zu bewerten, zu viel noch irgendwie Outcome oriented oder Validation Seeking bin, also dass ich jetzt fest suche nach Resultat oder Bestätigung von außen. Ja, von außen auch. Und an dem bin ich auch laufend noch dran und ich merke einfach, dass das wirklich, wenn du das wirklich schaffst, dass du völlig unabhängig bist, dann bist du aus meiner Sicht schon ein bisschen ein Gangster. Und darum Spiritual Gangster. Und ich glaube halt, das ist so ein lustiger Gegensatz. Oder?
Auf der einen Seite das Spirituelle. Ich glaube, ein Stück weit bin ich spirituell, aber mir geht es nicht um Hokuspokus, Wuhu, sondern um Räucherstäbchen, sondern wirklich, dass man das braucht für den Alltag und dass man sich selber auch besser kennenlernt. Und ich glaube, das hilft sicher vielen und ist auch nicht immer einfach, oder? Weil man merkt dann auch, dass man gewisse Barrieren hat oder Ängste, dass man zum Beispiel gewisse Sachen nicht kann, und wenn man es dann eben bewusst macht und halt auch mal die Komfortzone erweitert, dass einem das eigentlich schon etwas bringt. Ja, ja, willst du noch ganz schnell sagen, zusammengefasst, eben, wo findet man euch und was sind die Angebote? Was kannst du für ein Angebot machen? Vielleicht jemand, der das einmal kennenlernen will. Wie sieht das da aus? Ja, sehr gerne, ja. Wir sind ein modernes Meditations-Drop-In-Studio am HB in Zürich. Wir wollen, dass Achtsamkeit und Meditation auf eine moderne Art und Weise kann mehr Leuten angeboten werden, dass die das in ihren Lifestyle einbauen können, in ihr tägliches Leben. Und dafür haben wir täglich 3 Meditationslektionen geführt, die wir anbieten. Und auch noch ein Drop-In-Studio, wo man quasi jeden Tag für sich selbst geführt meditieren kann oder auch entspannen. Und wir wollen bewusst eben so gewisse Barrieren wie Spiritualität oder Guru-Verehrungen abbauen und uns wirklich auf den Nutzen fokussieren. Und auch so ein bisschen, dass das Ganze Spass macht, ein bisschen eine Community, dass man sich darüber austauschen kann, über gewisse Achtsamkeitsthemen oder Meditationsthemen, auch ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung. Und was ist das Angebot? Was kannst du jetzt, wenn jemand das Video schaut und er sagt, ich will mir das mal anschauen, was ist das Angebot? Was kannst du ihm anbieten? Ja, dass er zum Beispiel einmal in eine Probelektion kommt, so eine Probemeditation macht. Das ist 10 Franken, die erste Lektion, First Class. Und dann haben wir unterschiedliche Abos, wo man da regelmäßig kann im Mind Fitness, so quasi Mindfulness oder Meditationspraxis verfolgen. Informationen zu der Nahmeditation gibt es hier unten in der Beschreibung. Wenn ihr Fragen habt an Philipp oder an mich, könnt ihr natürlich das auch direkt per E-Mail oder Facebook, werdet ihr dann auch finden, stellen. Und ich würde sagen, das wäre es gewesen. Wir haben ein bisschen über Meditation und Achtsamkeit und Spiritual Gangster Lifestyle geredet. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für dich vielleicht die Frage, wie tust du meditieren? Wie machst du das? Was ist deine Meditationspraxis? Schreib das doch mal in die Kommentare rein. Und man sieht sich beim nächsten Video. Wir sagen Tschüss und bis bald. Ciao.